Tina bildet sich ein, dass ihres Glück an Philipp als Gespuse zugespielt hat. Aber da wird nichts draus. Ein Leitbetrüger gibt sich als Spätze aus von Gregor seinen preisischen Stiefsohn und möchte Uri um 10.000 Euro abscheißen. Aber die gespannt ist und schaut gleich Schandi ein und die schnappen sich das Bürscherl und dern's einkasteln. Der Till biegt sich am Flori sein Karren fest, weil er sich vor dem Gregor seiner preisischen Stieftochter als Umweltschützer aufspielen möchte. Aber das geht schief. Danach findet er an der Waldhütte das Tagebuch von Rolli seiner preisischen Pflegtochter. Aber er liest nichts davon und da ist sie recht froh drüber. Der Hubert macht Sprich vor seiner preisischen Tochter, dass er die Versaln aus seiner Schulzeit alle nur aufsagen kann. Sein Alte, der erwischt ihm aber dabei, wie er es neu lernt. Die Leni geht an jeden Kunden ein Rabattpapperl, wo man etwas um die Hälfte kriegt. Der Emil zieht das aber wieder runter und lässt die Leute nur mal damit einkaufen. Und das kommt auf. Der Pfarrer zieht in der WG ein, samt denn, dass sie die Ratschweiber das Meiz reißen über den Zustand. Zuerst busselt er sich mit der Tina, aber danach sehen sie ein, dass das besser bleiben lassen. 2 von den 3 Sternsinger fallen aus und drum springt das Hummerl und Kathi dafür ein. Der Karl markiert, dass ihm das Ohrwaschel alle nur weh tut, damit er im Rolli seiner Hirber bleiben kann und nicht wieder ins Wirtshaus ziehen muss.